Wir reißen die Hitten da hinter mir ab und bauen eine neue Halle. Heute gibt es ein neues Update dazu. Wir sind immer noch am Ausrahmen von der Hitten, weil ich einfach komplett unterschätzt habe, wie viel Zeug das da drin ist. Wir haben zum Beispiel 30 Meter Brennholz wieder ausrahmen dürfen, weil ich damals vor 2 Jahren beim Einlagern noch nicht gewusst habe, dass ich heute eine neue Halle bauen werde. Naja, greifen wir es halt zum 107. Mal an, bevor es letzten Endes endlich im Ofen landet. Aber wir haben zumindest, wie ich finde, eine recht praktikable Lösung dafür gefunden. Und zwar haben wir das komplette Brennholz jetzt einfach auf Paletten geschlichtet, damit wir es jetzt jederzeit maschinell irgendwo hintransportieren können und zumindest nicht 108. Mal angreifen müssen. Beim Eisen war es besonders spannend, weil da einfach uralte Fundstücke gekommen sind, wie zum Beispiel dieser alte Pflug da oder da die Schneidmaschine, die es früher genommen haben zum Tabakschneiden, den sie da auch angebaut haben. Und sogar noch einen alten I-Träger aus Eisen vom König Albert aus dem Jahre 1909. Jetzt geht's weiter mit dem ganzen Schnittholz, das wir da oben noch gelagert haben und mit dem Entsorgen von ungefähr 100 Hängern voll Altstoff. Es ist einfach unglaublich, wie viel Zeug da in den letzten Jahrzehnten zusammengekommen ist. Aber ja, wir machen gute Fortschritte und wenn ihr mitkriegen wollt, wie es das jetzt so weitergeht im Hallenbau, dann folgt uns gerne.